Wir sind in der Serie von Botschaften. Das ist die letzte Botschaft von der Familie. Und von unserer Glaubensfamilie, ich glaube, Sie wissen das nu, wenn wir Familie sein, dann meinen wir die Kirche. Das ist ein Ding, was ich will haben, Sie sollen beholen, oder gelehrt haben durch das, und wenn Sie alles andere vergeten, das soll ihr nicht vergeten. Und das ist, dass Jesus hat bloß eine Familie. Bloß eine Familie, und du als sein Kind, du bist Part von der Familie. In dieser Welt, du hast viele lokale Kirchen oder Familien, können wir an, aber wir als lokale Familien, wenn wir nicht Part sind von Jesus seine Familie, dann sind wir bloß eine religiöse Gruppe Menschen, die taub kommt und Dinge dort. Und so mal, wie soll ich klar holen? Wir werden niemals irgendwo andere Kirchen ran, die verdammen, die Stuhlstampeln und so weiter. Wir sind bloß Menschen, die durch Gott seine Gnade gerat sind. Und so sind Jane auch. Und even wenn die hier in dieser Gemeinde sind vielleicht mal das, wie was, nu sei ich hier, aber das uns verlangen und unsere Lehre soll so sein, dass wir nicht in Fluch leiden, ab da, wo wir kommen. Aber leider sehen. Und so werden wir dort behalten. Du bist bloß gerat durch Gott seine Gnade in Janas auch. Das merkt die noch später und noch schlechter. Und wir haben nicht eine Ursache in der Welt, uns groß zu tun, mit wer wir sind. Und so werden wir dort im Denk holen. Von da werden wir ein bisschen denken, und wo wir als Familie, in der Familie in Sehen sind. Das ist eine Geschichte von Bob und Bill. Na, das ist eine wahre Geschichte. Nicht mir belebt, aber ich hatte das, wo ich rede. Aber Bob, dort war ein älterer Mann in der Kirche. Und er war einer, der in der Kirche dient hat. Nicht bloß, dass er dient in der Kirche, aber er dient mit Frieden. Und dort wir antworten, dass Bob wir nicht bloß bei der Kirche, wenn er sich schuldig fühlt, oder vielleicht, wenn er dort eine Ungewohnheit wir, aber Bob wir durch, wenn er wollte sein, am jenke zu schein, und er dient durch, mit einem freundlichen gesagt, weißt du, nicht bloß Bob allein, aber seine Frau und seine Kinder. Die dienten mit Frieden in der Kirche. Und dort wir antworten, wenn sie mit dem Umgang hatten, dass wir nicht sind, wo sie nicht waren, hatten muss ankommen, aber sie wären hier mit Frieden und dienten die Familie Jesus Christi mit Frieden. Bill wie ein junger Mann. Er und seine Frau, sie sind 3 Jahre befreit. Er ist ein Businessman. Und nu wird es groß betur, dass sie haben ihr erstes Baby. Und Bill, auf Englisch sagen wir, hit him like a ton of bricks. Das ist, so er kriegt und gesagt wird, wenn er nun ein Futter ist. Ich weiß nicht, es sind zu gehen, als jedes erste Mal ein Kind auf den Arm halten, dass ihn dort meist ein bisschen so ein Kanal gibt, dass nu habe ich eine große Verantwortung. Wo ich das Kind abtragen? Und so Bill, denkt so, okay, er will ein guter Futter sein, und so wird anfangen, in die Kirche zu schaffen. Und so Bill fängt an, in die Kirche zu schaffen, fängt an, Säuer in die Kirche zu schaffen. Und Bob beobachtet ihn. Weil Bob weiß, wo das einmal schafft. Bob weiß, dass Bill, der wird immer da verwickelt worden in die Kirche, dann wird anworden, dass die Kirche ist nicht vollkommen. Dann wird anworden, dass die Predigt ist nicht mal vollkommen. Da man andere Prediger was und das hier haben. Aber die Predigt ist nicht mal vollkommen. Und so, er wird anworden, dass das sind Dinge in der Kirche, was er nicht leiden kann. Und je doller er in Wald wird, je doller er anfängt zu schaffen, je mehr wird er von diesen Dingen anworden. Und Bob weiß dort, er hat das durch sein Leben beobachtet, wo Menschen nach der Kirche kommen und die fangen an zu schaffen in der Kirche. Und dann fangen sie an so zu denken, okay, das ist nicht vollkommen, das nicht, das gleicht nicht, das gleicht nicht. Und man einmal dann sagen, so weißt du was, ich gleich das hier nicht, ich muss das vorhaben. Und so Bob denkt so, okay, ich werde das Bill unter meine Pflichten nehmen. Und so Bill, der fängt an zu schaffen, und dann meist wird es aber durch, dass er wird mautlos eben denkt. Und dann kommt Bob, und dann redet Bob mit ihm. Und dann sagt Bob zu ihm, hey Bill, denk daran, dass du hast keine Kirche vollkommen. Denk daran, dass du hast kein Prediger vollkommen. Und dann sagt er noch ein Ding, was ein bisschen dichter bei kommt, sagt er, denk daran, dass du bist nicht vollkommen.
Weet je, einmal, wenn wir in einer Familie schaffen, und wie zijn de andere mensen ihre Fehler? Ik weet niet of je dat zo hebt, maar denk je dat nog mal so, dat je zijn alle den zijn Fehler als je ene? Dat is wanneer Jezus sagt, da ist mal den Balken uit die uur uit en dan den Speler uit de nächsten zien. Einmal een mensje zijn met een 2 bij 5 am uur. Weet je, ik leef einmal Jezus, der war 3 Viertel nach dem Bett, leef je weg? En zo hij sagt, da ist mal den 2 bij 5 uit die uur uit en dan door den Speler nächsten. Aber wenn wir schon Trouble sind, oder wenn wir in die Kirche schaffen, und wir sehen so eine Dinge dort, dann einmal dann sei wir da die Fehler von anderen Menschen. Und so Bob wisst dort, das Bild, so dort die Erfahrung wird haben, und so er redet mit denen. Und so er sagt zu ihm, dass wir sind nicht vollkommen aus der Kirche, das ist Jesus seine Familie, und so Bob lehrt Bill, denkt alle an, wo kann ich dein, als wo wollen sie mich dein? Und so Bob ist eine sehr wichtige Person für Bill, zum am Lehren, dass er wird mit Mut in die Kirche schaffen, er wird some Dinge etwas sein, was nicht 100% sind. Und welche Lied, einig mal wie klar holen, wenn wir in eine Gemeinde schaffen, wenn wir in eine Familie schaffen, ich sehe nicht erst, die sind durch Gnade gerat. Durch Gott seine Gnade. Wenn wir andere Menschen die Gnade geben, was Jesus uns gibt. Und weißt du, wir wollen weit wiederkommen. Wenn wir wollen Menschen, die uns ein bisschen so hinter der Hütte krüpen, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das meint, aber die rubbelt die ein bisschen arg. Wenn wir die Menschen wollen Gnade wiesen, so ist Jesus uns sagt. Nun meine ich nicht, dass wir Sinn sein, dass wir bloß alles, das ist alles okay. Das ist nicht, was ich meine. Aber sehr viel mal, wo wir uns uneinig, wir rubbeln uns wegen sehr interessante Dinge. Und so werden wir Gnade wiesen. Und so das wird Bob Bill lehrt. Er sagt, okay, jeft den Prediger Gnade. Und weißt du, unsere Prediger fehlt an Gnade. Das sind nicht vollkommene Menschen. Die merken manchmal Fehler. Aber die sind doch noch ein bisschen einsinnig. Was immer das alles ist. Aber Bob lehrt Bill, jeft Gnade. Das haben Dinge über sein. Ich habe manchmal gesagt, oder auf Englisch sage ich, agree to disagree, but we're friends. Was ich meine mit das ist, dass, okay, wir stimmen nicht ganz korrekt, wenn denk, aber wir sind danach Freunde und wir schaffen es. Even wenn die Dinge ein bisschen anders sitzen, sagt er. Und das ist eigentlich, was wir lernen machen. Das ist vielmal ein Trouble bei uns, dass wir nicht können, den Nächsten die Gnade geben und sagen, okay, du verstehst das ein bisschen anders, als ich, aber du brauchen wir uns noch gleich an, sich doll ran, manche Menschen und verdammen und so eine Dinge. Und so, wir müssen lernen, dass wir können Menschen Gnade geben, die sind ein bisschen anders, die haben ein bisschen feuchtig, ich meine, die haben nicht besser gelehrt, was immer das alles ist, aber wir geben Menschen Gnade. Und das ist, was Bob Bill lehrt. Und weißt du, was Bill seine Familie für eine Familie gibt? Er und seine Kinder, seine Frau, er hat von Bob gesagt, dass mit seiner Frau und seinen Kindern taub, die deinden mutig in die Kirche. Und das ist, was Bill lehrt. Und so Bill lehrt auch mutig in die Kirche dein, even wenn es nicht vollkommen wird. Und er kann mit seiner Frau taub und mit ihren Kindern taub, lehren sie, als die meine Kinder hatten, die waschen ab, die waschen in den Heim ab, was da in der Familie dient, was positiv ist auf der Familie, und das gibt eine Familie, was die Kirche sehr abheben wird. Weet je, Lied, ich will je 3 Dinge von der Wiesen oder sagen, was je kann tun in jene Familie mit jene Kinder, zum der Familie dienen. Nummer 1. Wie kann unsere Familie den Sehen merken in der Familie, mit wo wir reden? Mit wo wir reden. Weet je, Gott hat zu Ende recht, dass da würden Mann und eine Frau, und die würden sich befreien, und die würden Kinder haben, und dort ist sozusagen das kleinste Unit, was Gott braucht auf dieser Welt, um seine Welt ran. Wir sagen immer, wenn die Familie verfällt, dann verfällt die Kirche, dann verfällt das Land, dann verfällt alles. Die Familie hält Dinge taub. In unserer Familie sind sehr, sehr wichtig. Jünd ist das wichtig als Eltern, dass jene Familie, dass jene Kinder wollen abwachsen, die wollen nicht wohin merken, dass wollen gesunde Kinder sein, die wollen zum Glauben kommen und dass die wollen einen Unterschied merken für Jesus. Weißt du, was Lied? Gott denkt über seine Familie charakteristisch dort. Das sein tiefstes Verlangen, dass du als sein Kind,
dass du warst ein gesundes Kind sein, seine Familie. Du warst eine Familie, die wird gesund sein und die wollen ein Sehen sein in Gott, seine Familie. Und wir tun das, mit wo wir reden. Die als Eltern, die als Mama und Papa, die haben ganz geradsten Einfluss auf die Kinder von der ganzen Welt. Den ersten Tag haben wir viel Sonntag, dann das setzen wir lehrt unsere Kinder in der Schule und so weiter, und das gibt ein Problem machen und so weiter. Aber wir als Eltern, wir haben einen sehr großen Einfluss. Weißt du, wo der Einfluss der ganz geradste ist? Warum du das tust. Warum du das? Wo vertelt ihr zu jenen Kindern? Was sagt ihr zu Ende von der Kirche? Was sagt ihr zu Ende von den Prediger? Was sagt ihr zu Ende von den Dingen, die vielleicht nicht ganz reich gehen in der Kirche? Wo vertelt wir tus Rahmen das? Und weißt du, unsere Kinder, die picken das ab. Ich las mal, ich weiß nicht, ob das 100% steht oder nicht, aber ich las mal, dass ich einmal aus Russland kommunistisch war. Dann sehen sie zu der Lied, ja, für uns ein Kind für die ersten 7 Jahre von dem Kind erleben, und dann wird es immer ansehen. Was sie sehen damit ist, dass die ersten 7 Jahre von dem Kind sein Leben, wenn wir in diesen 7 Jahren in Verstand planten, dass du bist ein Kommunist, in der kommunistische Denken und so weiter, die wird dann niemals mehr rütwassen. Na, wir wissen, dass Gott kann Menschen ändern und so weiter, nicht? Aber ich glaube, wir wissen, dass rein alle, das wird unsere Kinder tusram das von klein an lernen, da ist da nicht geplant. Und das geht euch so hastig rüt. Und so die als Eltern haben eine große Verantwortung, ob das steht. Und Gott sagt in 5. Mose, er sagt zu seinem Volk zu steht, in 5. Mose 6 und 7. Er sagt, diese wird, der ich von der Jehe, soll ihr nie nicht verjäten. Na, weißt ihr, wo sie dort niemals verjäten sollen? Wo die Generationen dort nicht verjäten sollen? Und wo die Kinder und Großkinder dort auch weiter sollen? Wo dürfen dort? Dort dürfen Tüsteram das. Dann sagt er das. Schwabt ihr die Kinder ab mit dir, red von dir, wenn ihr in den Haus sitzen, und wenn ihr reisen, und wenn ihr durchleihen, und wenn ihr abstehen. Weißt ihr, hier sind diese Feuersieden, können wir sagen, Smarris und zu uns, in der Tag bin Schafen, bin vorn, in Ramendash, wenn du sitzen das. Das will ihr die Kinder lernen. Und das will ihr die Kinder hören, wo arm das mit dem Prediger ist. Das will ihr die Kinder hören, was für eine arme Familie wir haben. Und wo der Wortschritt bei der Kirche alle ist. Aber wir können unsere Kinder sagen, wo fern es ist. Und dort genug wiesen, dort immer so ein kraxes Bob mit Bildern, so mit wie einmal mit unseren Kindern. Und wenn ihr die Hand vielleicht eine schlechte Erfahrung, oder dort dir zu lang, oder was immer das alle ist, aber wir können unsere Kinder lernen, dass sie wollen positiv lernen denken über die Familie. Ich weiß nicht, wo dankbar ich sehe, wenn ich von Juntos Eltern hier, dass die Kinder mit Mut und mit Frieden nach die Kirche fahren. Und wenn die Kinder all Montag fragen, wofür wir mal noch schlupen, was wir waren nach die Kirche haben. Mensch, das geht mich ein. Und weißt du, das liegt an Juntos Eltern. Die haben die Kinder gelehrt, das ist wichtig. Und dass die Kirche in der Ferne stehen. Na, wie hat die Kinder sie und so wieder? Ich weiß nicht, wie viel Chocolate die da essen, aber anyway, die geht es doch gut. Und die geht es doch schön. Aber wir als Eltern haben so eine große Verantwortung, wo wir reden zu unseren Kindern. Eine Mama, die sagt, ihr kleiner Junge, was dann mit Wirbelwurf sich hast in die Kirche und so wieder, sie vertelt ihr Freund, was sie hat getan, oder wo sie das tut, ihr Kind in die Kirche mehr gestellt sind. Die sollen das nicht tun, okay? Aber sie sagt zu ihr Kind, Mädel, welche Botschaft, sagt sie zu ihr Kind, wenn du nicht was stellst, dann wird der Prediger verjäten, wo der erste Mal die Botschaft ganz nach Himmel dann. Und so das, wo sie ihr Kind liert still sind. Das sind ein paar Dinge, was die nicht sollen sein zu ihren Kindern. Ein Ding ist, wenn du nicht was geschätzt, wird der Prediger die mitnehmen. Und weißt du, dort hat noch nicht gehört, aber der Onkel wird die mitnehmen. Hast du das mal gehört? Sag je die Kinder nicht so. Die grülen die an über den Prediger. Und so, wie immer das ist. Aber wenn wir nicht unsere Kinder uns dort lernen, dass wenn sie nicht wollen sollen, sondern wird der Prediger mitnehmen oder sowas. Und sag nicht zu jenen Kindern, dass wenn du nicht was stellst, dann wird der Prediger sich verreden, dann wird alles nach Himmel sein. Na, wir haben hier eigentlich nicht Kinderbahnen, und jeder dort scheint sie wieder, und das ist das System, was wir hier haben. Aber wo reden wir zu unseren Kindern?
Das ist so wichtig. In Gott seine Familie. Wo unsere Kinder dann anchecken und so weiter. Die Bibel sagt, es steht, anversache wird, in Sprüche 12, Vers 18 sagt es, anversache wird Specken aus dem Schwert, aber der Weise reden heilsame wird. Weißt du, Lied, Gott seine Familie, der ist all vielmal gespeckt worden durch unsere negative Vertal. Kann ich feststellen, wenn wir die Kirche sehen, und die Kirche wird abgehoben in uns Heim, und unsere Kinder lernen von klein an, dass sie die Kirche abheben, dass sie die Kirche wird regnen. Na, weißt ihr, dort hat zwei Seiten. Wir als Kirche, wir als Familie sind verantwortlich, sozusagen eine Atmosphäre oder ein Servicio merken, was interessant ist oder wo Menschen bald hinkommen. Dort ist wichtig, da wir das tun. Aber wie man unsere Familien lernen, reich zu reden. Eine kleine Mädel saß in die Kirche und der Prediger, der redet ein bisschen lang. Einmal sagt sie zu ihrer Mama, wenn wir denn das Geld nicht fortgeben, was uns dann lassen gehen? Na, lass mich Ihnen eine Frage stellen. Wo hatte ich mir all das her, dass dem Prediger muss Geld geben? Weißt du, ich habe manchmal keine Geschichte vertalt. Das hat mir so erscheint. Hier hat nicht die Lehne, in andere Kirchen, wo wir gedacht haben, hat manchmal keine Geschichte vertalt. Und dort fährt zum Lachen, wenn ich die Kinder eine Geschichte vertelle, dann fangen die mir an zu vertellen, was in der Heim ist. Die Eltern, die saßen und die wünschen, Menschen, die kannst du sehen und so weiter. Und so habe ich fertig belebt. Und das ist interessant, weil Kinder, wenn die klein sind, die wollen die alle sein, die wollen die alle Hand sein und die wundern, wo hat die dort her? Und die weiß Charakter, wo die dort her haben. Und so da hat die Tüßraum das gehört und so weiter. Und ein Prediger hat fand eine Familie, fragt, dass er mal kann mit ankommen. Und als er bei du ist, puttet er unter der, kommt der 3 Jahre jünger der und schickt ihm so an und sagt, bist du der Dummkopf? Und der Prediger weiß nicht näher, was er soll sein und so weiter, aber bei dem kommt der da und dreht der kleine Junge sich an und sagt, Daddy, ist das der Dummkopf? Wo hat er das her? Wo hat er das her? Charakter von Daddy. Und so, was wir zu reden, zu unseren Kindern, ist von großer Wichtigkeit. In Sprüche 18:21 sagt es, die Tongue haft die Gewalt über Tod und Leben. Und wer hier redet, wird mit der Frucht leben. Und weißt ihr, Lied, wir können so leicht, dass wir die Kirche tot merken mit unserer Tongue. Wir wollen lernen, dass wir positiv sind über Jesus seine Familie. Da meint euch, dass alles hier immer reich ist. Da meint euch, dass wir never Fehler merken. Aber wo wir reden, besonders unsere Kinder, und so wenn du nicht kleine Kinder hast, die sind 3, 4, 5 Jahre, wo wollen die denken über Jesus seine Familie, wenn die 18, 19, 20 sind? Dort haben lange Dinge zu tun, mit was wir zusammen da reden. Und so wenn wir vertrauen mit unseren Kindern, dann werden wir die lernen, dass die Familie erst gleich vollkommen. Kriegt das Bob da. Die Familie merkt einmal Fehler. In der Familie sind manchmal Dinge, die arg sind. Lebt ihr in der Familie? Die von ihnen, was Kinder haben. Lebt ihr in die Kinder? Wer von ihnen kann Hand abheben und sagen, meine Kinder sind immer vollkommen? Aber ihr leben die, da nicht? Und so Gott seine Familie ist gleich vollkommen. Wir sind Menschen mit Fehlern, aber Gott läuft. Weißt du, was Gott seine Familie läuft? Er läuft sein eines Leben, damit er die Familie kann haben. Und eigentlich als Eltern, wir würden uns Leben geben für unsere Kinder. Ich las, für das Marislik wird, dass eine Frau, sie jaft ein von ihrer, ich weiß nicht, ich glaube ihre Nieren, was andere sie jaft, wird ein von ihren Nieren, das wie eine Frau. Und so, nu dat die wird aufleihen, wenn sie zu lange aufgenommen von der Arbeit. Kann ich noch feststellen? Diese Frau, die hat wird, das wird eine Frau, aber sie hat ihre Niere gegeben, wenn sie posten Taub in den Weg. Und nu wird die Arbeit aufgesagt, wenn sie zu lange aufgenommen. Und so, wie leben unsere Familie? Bloß wenn die Fehler merken, wenn wir manchmal Strafen und so wieder, aber wie leben die? Und wir als Eltern, wir würden uns nie geben, wir würden alles geben, um unsere Kinder raten. Rein alles. So denkt Gott. Er hat alles gegeben. Er hat sich selbst gegeben. Er hat sein Leben gegeben, um das eigentlich können, zu seiner Familie hier. Und so, wenn wir die Familie achten, und so das Babel lehrt, anders zu denken über die Familie, even wenn die nicht vollkommen sind, wenn wir unsere Kinder lernen,
dass wir Gnade geben zu Gott seine Familie. Ich kann eine Person in meinem Leben, was es das ist. Das sind immer meist zum Nerven. Aber ich kann nicht was Negatives sein, dass meine Frau nicht was daran drehen und da was Positives von mir. Das ist bloß eher eine Tür. Und ich werde einmal gleich mal ein bisschen sein, aber check mal das. Und dann weiß sie, was Positives. Das hält mich sehr viel. Und was die jungen Kinder, die wollen vielleicht manchmal negative Dinge sein. Aber was wir als Eltern dann antworten tun, ist von großer Wichtigkeit. Und stu wie bei, red wie mit mit, sei wie ja, no, das ist ein bisschen Wort, even evaluierst. Wenn die Kinder nur Schule gehen, und was sagst du über die Lehrer? Oder was erlaubst du deine Kinder zu sein über die Lehrer? Oder glaubst du, dass wenn deine Haus kommt mit einer Geschichte, dass immer den Lehrer seine Schuld? Und weißt du, wo wir reden, hat so eine große Wichtigkeit. Und so ich will Ihnen Mut merken, dass wir unsere Familien leiden, zum Sehen sind in Gott seine Familie, mit wo wir reden. Und was wir sein von Gott seine Familie. Der zweite Ding, wo wir können, in unserer Familie leiden, zum Sehen sind, dort ist mit wo wir leben. Wo wir leben. Wir können unsere Familie lernen und sehen sind in Gott seine Familie, mit wo wir leben in Verhältnis mit der Kirche. In Verhältnis mit Gott seine Familie. In Epheser 2, Vers 8, 9 und 10, ich will bloß den 10. Vers lesen, aber da haben wir der ganz beste Vers in der Bibel für uns in der Wirklichkeit. Dort sagt, wir sind durch Gnade gerettet, durch Glauben, nicht durch Worten. Das ist nicht wegen uns, das ist ein Geschenk Gottes. Und wir sind nicht gerettet durch unsere Worten, sodass wir uns nicht pochen und so weiter. Aber dann kommt Vers 10. Sonst heißt es, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, das sagt hier, dass du bist in der Familie. Du bist mit Jesus verbunden durch seine Gnade, durch den Glauben und Arm. Dort, was er gesagt hat in Vers 8 und 9. Und nun sagt er, wir sind mit Christus Jesus verbunden. Und dann sagt er das, hat Gott uns nie geschaffen in einen Stand versaat, dass wir Gutes tun können. Nun sollen wir auch tun leben. Und so die Bibel lehrt uns, dass wir sind durch Gnade gerettet. Wir sind durch den Glauben gerettet, aber wir sind gerettet, zum gute Dinge tun. Zum in der Familie geschaffen. Wir sind mit Jesus verbunden. Wir sind nennen getauft. Ich glaube, in der ersten Botschaft rede ich davon, dass wir sind durch den Heiligen Geist in Jesus seine Familie nennen getauft. Und nun sagt er, nun lebt in der Familie, in dieser Verbindschaft, was wir haben. Wir haben einen neuen Stand gekriegt, wir haben eine Stellung in Christus, deine Sinnen sind alle vergeben, du bist gerettet durch Gnade, aber nun fragt Gott, wirst du in meiner Familie so leben, dass es zum Sehen ist. Und dass du wirst deine Familie verleben. Weet je, eerst einmal, als wir abwassen und so wieder, dann wären da noch so kleine Jungs, die wollen mit uns taub sein. Und so wie Stunden hängen und Stall und schmeckten. Was bleibt ihr dort wie mit den kleinen Jungs, dass die nicht würden Mama gehen klauen? Auch loten schmecken. Und so den war ich verleiht wie Ent und beschützen uns selbst so zu sein. Aber weet je, in der Familie, wir müssen unsere Kinder leiden in gute Dinge. Und nicht entladen in schlechte Dinge, weil ich will dir ein paar Dinge wiesen, wo wir können negativ oder positiv die Familie leiden. Nummer 1, wir leiden unsere Familie in uns Wandel und wo wichtig wir dort merken, dass wir in der Familie sind. Wo wichtig wir dort merken, dass wir hier sind. Na, ich weiß das sehr gut, wir können nicht immer in der Kirche sein. Und ich will nicht so eine Regel abstellen, wo du sagst, wenn du nicht in der Kirche bist, dann so was auch mit dir. Das ist nicht, was ich hier nur versuche zu sagen. Aber wir haben viel zu verstehen, das Idee, dass Kirche da wird dann, wenn wir nicht das, was zu tun haben. Kirche ist nicht wirklich wichtig. Und so, wenn wir nicht das, was haben, was interessanter ist als nur Kirche fahren, dann fahren wir nur Kirche. Ich würde lächeln, wenn wir eine Familie sind, und ich glaube, wir sind, viele von uns, wir sind eine Familie, und so ich schon sehe, unsere Kinder, die leben die Kirche, die gleichen dort hier, dankend zu uns Eltern, dort, wo jeder hat abgetragen. Und so wir als Kirche wollen ein Service anstellen, was angebracht ist, was annehmend ist und so weiter, dort ist alle bei. Aber weißt du, wie kann mit uns leben, Jesus seine Familie abheben, Hauptsache, oder an ein Säuerwäscher weichen, das einfach mit durch sein. Mit durch sein.
Und so, dass wir, ich sage nicht, dass ihr nicht verhalten ist auch vorne so eine Dinge. Aber manchmal haben Menschen, die tollig utredet fängt, zum nicht zu sein. Und so, Gott läuft seine Kinder, jeweils haben die Kinder sollen zu sein. Wenn die Kinder abwaschen und die sind alle rum da, das ist eine feine Atmosphäre kann sein. Und du jetzt es gut, du vertalst wir von über da und so wieder, und wir lachen, einmal rohe taub oder was immer, aber das ist eine feine Stadt, zu rum da. Und weißt du, Gott läuft dort, wenn seine Familie rum da sitzt und sich gut sind und nach dem Bett taub lachen und so wieder, ich weiß, bei der Kirche soll nicht so sehr lachen, aber im Bett ist okay. Und so, und ein bisschen freundlich checken bei uns und dann steht es schein. Glaubt ihr nicht, Gott verrät sich dort auch? Und so, wenn Gott sieht, dass seine Familie, lautet Lebenswasser sind, lautet andere Kirche sind an sie gehen, aber wir sind in Einigkeit taub und wie dein am taub und so wieder. Bloß einfach, wir sind hier. Und so, das ist wichtig. Und du lehrst deine Kinder, dass die Familie ist wichtig mit hier sein. Und dass wir unsere Kinder von klein an lernen, dass wir sind Part von der Familie, wie dein durch, wie sind durch, und wir wollen nicht bloß mal verdammt hätten nicht bei der Kirche sein. Und so unsere Kinder weiten sehr hostig, was uns denkt, wichtig ist oder nicht. Und so wir sind durch, bei der Familie, bloß einfach, man an sich gehen wird. Menschen haben mich manchmal gefragt, okay, was ist ein von den besten Wegen, wo wir Dios Prediger können unterstützen? Der ganz Beste ist, wenn die für mich beten. Weißt du, was der zweite Beste ist? Wenn die hier sind. Bloß einfach, wenn die hier sind. Vielleicht habe ich nichts zu mir gesagt, oder ich habe nichts zu ihnen gesagt. Aber wir sind taub gewesen, die sind hier gewesen. Das merkt einen großen Unterschied für Lehrer in der Kirche. Sehr großer Unterschied. Jedes Familie, die wollen die Kinder um die das haben. Die wollen haben das auch zu sein. Und so besonders, wenn die noch in ihrem Heim wohnen, so wieder. Oder wenn die all weggetragen sind, aber wenn die in ein Haus kommen, die Familie ist mal ganz taub, das ist eine gute Zeit. Gott denkt korrekt so. Das hat er uns nicht geplant. Wir sind sein Ebenbild gemerkt. Und so Gott läuft dort, wenn seine Familie taub ist. Noch ein Weg, wo wir können mit uns leben, unsere Familie verleben, dort ist, wenn wir die Lehre in der Kirche, Gott seine Lehre merken, nicht im Prediger sehen. Ich will unter den Hort leihen, dass die nicht wollen, die Lehre hier bei der Kirche, meine Lehre merken, aber Gott sehen. Na, ich als ein Prediger, als ein Lehrer, ich habe eine sehr, sehr große Verantwortung, dass die Dinge, was ich lerne, dass dort stimmt mit Gott sein Wort. Das ist sehr wichtig. Ich kann Gott meine eine Ding hier tun. Und so, das ist sehr wichtig. Aber es ist auch sehr wichtig, dass wir nicht die Lehre in der Kirche, den Prediger sehen merken, aber dass wir dort Gott sehen merken. Weißt du, wo wir dort den Prediger sehen merken? Wenn wir an sich Kinder lehren, ist der Prediger hier niemand woanders. Und weißt du, ich hier dort fertig. Und die sagen dort für Spaß. Die stehen dort in der Fairlife und trinken Kaffee und vertalen irgendwas und dann komme ich da hin und ist der Prediger hier niemand, nicht pass auf. Na, so, einmal sage ich dort, wenn die weiten meisten nicht, was die sollen sagen, wenn die sie echt tun. Aber weißt du, ich weiß das Spaß nicht nehmen, das nicht für schlimm, aber das sagt ein kleines Wort von unserer Einstellung. Ich habe gesagt, was, dann wird es eine Sinn oder Radio horchen. Weiß irgendwer von Ihnen, von was ich rede? Some Dinge sind von dir auch nicht mehr Sinn, was ich schon mal will. Aber anyway, dann kaufen einen Truck und nehmen den Antenne los, dort wird das erste Ding. Aber weißt du, wo die Antenne wäre? Hingere Saat. Und wenn wir es von der Kolonie aufhören, der Prediger uns nicht sein können, dann schauen wir den 3 an und hören für Radio. Wenn wir so dort und dann da wir den Prediger seine Lehre, dann merken wir, die Lehre nicht den Prediger sind, nicht Gott sind. Wenn wir bloß dann horchen, wenn der Prediger uns sieht, dann haben wir dort uns Gott gemerkt und für Gott da, was immer wir wollen. In einer Kirche, wo wir mal schafften, da wir ein Mann, der wusste, der schmeckt, und dann wollte ich mal was mit mir tun, und ich sagte ihm, ab eine Bedingung. Und das ist, dass du was für mich schmecken. Wenn du was Plied schmecken für mich, dann wollte ich nicht mehr mitfahren. Und weißt du, das Lothar 3 kommt noch mir und hat mich bedankt, für das ich dort deed, because dort mög ich einmal frei. Ich will nicht haben, dass die so ein Plied Dinge für mich tun, was die für Gott tun. Wer sehe ich im Vergleich mit Gott? Bloß ein Mensch. Und so, wenn wir unsere Kinder verleben,
und ist der Prediger hier oder bei der Kirche macht so und so, wenn der Prediger wird, die dann so und so und so wieder. Ich wünsche, die würden niemals das dort tun. Und so, wenn wir unsere Kinder von klein und klein lernen, dass ja Gott hat dazu angerichtet, heiratet Menschen, heiratet Prediger. Paulus sagt, dass mein Predigen dort so einfach hat, dass das töricht, sagt er, it's foolishness, aber das ist, was Gott schafft. Und das ist, was er sich gewählt hat. Und so, ich würde leichen, dass wir unsere Familien lernen, dass die Lehren nicht schauen, dass nicht die Kinder Lehrer sind, dass nicht die Prediger sind, aber dass Gott seine Lehre. Und dass die jungen Kinder wollen lernen, dass die können fern predigen, kriegt dort tun, was sie hängen predigen. Ich bin bloß ein Mensch. Aber wir für Gott so leben, dass es an ihr bringt. Und so mit uns leben. Das dritte Ding, wo wir können unsere Familien leiten, das ist mit, wo wir dienen. Ein von den sehr großen Segnungen in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, ist, dass wir als Familien dienen. Und wisst ihr, das ist so ein großer Segen. Na, wir haben dort, und die Kinder sieht, haben wir das so, dass wenn die 12 Jahre alt sind, dann können die anfangen, helfen zu sein. Und die sind nicht die Lehrer, aber die können anfangen zu helfen. Und wisst ihr, wir haben Familien taub, die dann da boven abschnacken, dass die CDs sind. Ich diene hier mit meinem Sehen taub. Das ist ein großer Segen, eine große Verantwortung, einmal, aber ein großer Segen. Heu leitet Worship, und ich da predigen, einmal übernimmt Heu, aber wisst ihr, das ist ein Segen, mit meinem Sehen taub hier dienen. Some von ihnen dienen mit ihren Familien taub. Und ihre Kinder sind involviert in dort, und die weiten je als Eltern dienen. Oh Mensch, ich glaube Gott, der frintelt über uns dort. Wir sind von uns hingegründet, wird so gewarnt, dass Kinder können nicht bei kleiner Kirche, oder wenn die 12 sind, können sie vielleicht anfangen so wieder. Und das ist mir schuld. Wenn ich glaube, die ersten Jahre in deinem Kind leben, das sind die ganz besten Jahre, zum die lernen. Und so wie dienen als Familie. Und wir haben mehrere Familien, ich kann mehrere abnehmen, ich kann nicht Zeit, um die alle abnehmen. Aber wir dienen als Familie. Und so wie dienen, indem dass wir unsere Verantwortung in der Kirche wichtig merken für unsere Kinder. Unsere Kinder wissen dort, dass, okay, ich habe eine Verantwortung bei der Kirche und das ist wichtig, direkt zu sehen. Das ist sehr wichtig, wenn die Kinder von klein an lernen, dass, oh, wir haben bei der Kirche eine Verantwortung, aber von der Jahr uns zum Picknick fahren, dann fahren wir nicht nach der Kirche. Wir lernen unsere Kinder mit den Dingen. Und die als junge Menschen wollen einen Tag auch alle 10 Kinder haben und so, die wollen die lernen mit ihrem Leben. Nicht für so gegrillt Chicken. Das wird vielleicht nicht so sein. Wenn wir unsere Kinder lernen, was kann ich tun für die Familie? Und es steht, die lernen, oh, die Familie, die macht das und das für die tun. Und weißt du, manchmal habe ich so eine Einstellung, dass, oh, ich kriege hier nicht, hier ist das, kriege ich nicht. Hast du was gegeben? Hast du was gegeben? Lehr deine Familie zu geben. Leer deine Familie, dat als welche geven ons neem. En zodat we taub dienen. So ich will dit an Hort leihen. Wenn wir unsere Familie abtragen, zum Sehen sind in Gott seine Familie in dem, wo wir reden, was wir von der Kirche sagen, wo wir leben in uns Leben, ganz und gar in uns Leben, aber wo wir leben in Verhältnis mit der Kirche. Wo wichtig ist uns dort, dass wir hier sind. Wo wichtig ist uns dort, dass wir mithalten und so weiter. Und dann wollen wir unsere Familie lernen, indem wir dienen. Und ich will dir nicht merken, dient mit deiner Familie taub. Dient mit deinen Kindern taub. Wollt ihr Vater sehen in einem Worship-Team? Ich meine Vater und Tochter, sorry. Vater und Tochter, haben wir hier von der Boven taub? Haben wir euch? Ja, wir haben. Und so wie dienen als Familie. Das wird uns stark merkt, als Kirche. Das wird ein sehr merkt hier. Und die Kinder lernen von klein an, dass ja, ich kann auch was bei der Kirche tun. Lehrt die Kinder geben. Wir sind besser gewarnt, okay, die linke Hand soll nicht wissen, was der rechte tut. Und so wie tun Plätze geben für Gott. Gib deine Kinder das Geld, was du gibst. Lehr und geben, von klein an. Wir sind hier zum Dienen, zum Geben. Und so wir sind hier zum die Familie abheben. Wir haben schon gegangen durch diese Reihe von Botschaften. Ich will dir noch einmal die Timers alle geben. Und weißt du, das ist Jesus seine Familie. Wir haben niemals vergessen. Und so Jesus fragt die, wirst du in meine Familie dienen?
Wir haben uns gesagt, in der ersten Botschaft, was ich brachte an der Thema, ich war in der Familie dein. Das war wir uns sehen. Hast du dir dort gesagt? Weil Gott fragt dich, wirst du, wenn du zu meiner Familie gehörst, ich habe dir Rat, wirst du dein? Dort wird das erste Thema. Der zweite Thema sehen wir uns, dass ich war in der Familie für Einigkeit anstehen. Und so Gott will haben, er sagt uns, unser Leben und anders ein Zeugnis für die Welt. Und so Gott fragt uns, wirst du die kleinen Dinge, was Jana hat, was du nicht legst, wirst du dir etwas sein können, wirst du der Person genug geben, damit wir können Einigkeit in Leben schaffen. Das ist so wichtig. Und je doller du in die Kirche schaffst, je doller wirst du anwähren, dass du ein anvollkommene Menschen in die Kirche. Weil du wen dein? Weil wir Einigkeit schaffen. Die dritte Botschaft handelt sich von, dass ich war die Familie, welche mehr als mich selbst. Und weet je, wie kann säuerlich uns selbst abstellen als der Mittelpunkt von der Welt und alles dreht an mich, dann hat alle mein was tun, wenn du nicht so das ist mich, dann nehme ich meine Trucks und gehe nach Hause. Weil wir so tun, dass Jesus ist der Mittelpunkt, nicht ich. Dann weil wir arm tun als Familie. So weil wir die Familie welche mehr als uns selbst. Viele sind noch redig von, dass wir wollen für unsere Lehrer beten. Und weet je, ich habe Ihnen von der ein klein bisschen gesagt, dass wo wichtig das ist, dass die nicht den Prediger den Gott merken. Und das passiert manchmal, wenn wir bloß die Dinge tun, wenn der Prediger uns sieht, dann tun wir nicht. Dann habe ich mich den Gott gemerkt. Das ist arg. Das ist Aufjatterie, really. Und so werden wir Gott merken. Und wenn wir das klar holen, dass wir beten von unseren Lehrern, wo die leiden, wo die predigen. Und weet je, ich danke Ihnen, jeder eine von Ihnen, was in der Werk für mich betet. Ich sage, fertig in meinem Office und ich grabbel und ich bete und ich frage Gott, okay, wo könnte es sein, dass es Sinn merkt für die Menschen? Weet je, wenn hier 400 Menschen sind, wo kann ich so reden, dass es jeder eine von Ihnen was meint? Das ist allmählich. Aber das ist, was der Heilige Geist tut. Das ist amazing. Ist das nicht, was der Heilige Geist schafft? Und so die Dinge, was ich sage, und ich rede vielleicht anders als jeder uns wieder, aber der Heilige Geist braucht das. Und so bet für jene Lehrer, du redest wie viel weg von. Und dann von der, weil wir unsere Familie leiden, in der Familie in Sehen zu sein.